Erlauben Sie, dass ich mich hinsetze? Bitte. Danke. Sie werden sich doch keine Kopfhörer anziehen. Bitte? Walkman. Ach so, nein. Ich ertrage dieses säuselnde Schlagen und Dröhnen nicht. Keine Angst, meine Zeitschrift dröhnt nicht. Dann ist ja gut. Im Zug setze ich mich immer in ein anderes Abteil, wenn einer Kopfhörer trägt. Und Sie? Ja. Sie setzen sich auch woanders hin, wenn einer Kopfhörer trägt. Ja, Das heißt, Sie ertragen dieses säuselnde Gedröhn auch nicht. das heißt es wohl. Erlauben Sie, dass ich mein Sandwich esse? Warum sollte ich Ihnen das verbieten? Ja. Warum eigentlich? Es dröhnt ja nicht. Eben, Genau wie Ihre Zeitschrift. eben. Gibt es etwas Schöneres als Ruhe? Das dachte ich auch gerade im Konjunktiv. Oh, entschuldigen Sie. Ich will Sie bei Ihrer Lektüre nicht stören. Schon gut. Entschuldigen Sie. Haben Sie heute Abend schon etwas vor? Teilweise, Teilweise. Wie darf ich das verstehen? dass ich teilweise nichts vorhabe. Aha. Sollen wir uns darüber unterhalten, ob wir heute Abend gemeinsam etwas unternehmen wollen? Warum nicht? Das heißt, Sie sind bereit, sich mit mir darüber zu unterhalten, ob wir heute Abend gemeinsam etwas unternehmen wollen. Sagte ich doch eben. Ich meine, sind Sie bereit, jetzt mit mir darüber zu reden? Oder denken Sie, wir sollten uns später nochmals treffen, um darüber zu sprechen? Nein, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Was schlagen Sie vor? Moment, etwas muss ich noch klären. Wenn wir jetzt dann gleich darüber reden, was wir heute Abend gemeinsam machen wollen, heißt das dann für Sie, dass das, worauf wir uns vielleicht einigen, wir tatsächlich auch machen werden? Oder geht es Ihnen nur darum, mit mir darüber zu sprechen, was wir machen könnten? Was heißen würde, dass Sie nicht die Absicht hätten, das, was wir demnächst vielleicht zu machen beschließen, heute Abend auch wirklich zu machen, sondern dass Sie sich nur vorstellen möchten, es zu machen? Sie verstehen, was ich meine? Sicher? Und? Was ist Ihre Meinung? Dass wir das offen lassen. Auf gar keinen Fall. Sonst weiß man wieder nicht, woran man ist. Wissen Sie, ich befasse mich schon seit Jahren mit der Spannung zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Interessant. Ja, deshalb muss ich unbedingt wissen, ob das, was wir jetzt gleich besprechen werden, für Sie Fiktion oder Wirklichkeit ist. Oder, um es nochmals ganz deutlich zu sagen, ob das, worauf wir uns vielleicht demnächst einigen, ich meine, was wir heute Abend machen wollen, ob wir das wirklich machen werden oder ob wir nur darüber sprechen wollen, was wir machen würden und uns freuen, dass wir miteinander darüber reden konnten und uns heute Abend sozusagen nur fiktiv, nicht aber wirklich treffen werden. Sie verstehen, was ich meine? Klar. Das freut mich. Wissen Sie, es gibt viele unglückliche Menschen, die sind unfähig, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden. Und deshalb werden ihre Träume nie Wirklichkeit, aber ihre Wirklichkeit wird zum Albtraum. Ah. Seien Sie froh, dass Sie nicht so eine sind. Wollen wir jetzt nicht darüber sprechen, was wir heute Abend gemeinsam unternehmen wollen? Wie gesagt, ich habe teilweise nichts vor. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Bevor ich Ihre Frage beantworte, will ich mit Ihnen darüber sprechen. Kommt nicht in Frage. So kann ich mit Ihnen nicht sprechen. Genau so passiert es, dass Wirklichkeit und Fiktion durcheinander geraten und man in einen schrecklichen Strudel von Schein und Täuschung hineingerissen wird, bevor ich mit Ihnen rede. Reden wir jetzt oder lassen wir es bleiben? Wenn Sie meine Frage nicht beantworten, lassen wir es bleiben. Also lassen wir es bleiben. Moment, warten Sie. Ich hab's mir anders überlegt. Ich bin bereit, darüber zu sprechen, ohne dass Sie meine Frage beantwortet haben. Ausnahmsweise. Gut. Dann wollen wir doch mal anfangen. Ich schlage vor, dass wir beide heute Abend nichts machen werden. Nichts? Ja, heute Abend habe ich Lust auf nichts. Aha. Ich dachte... Wir werden uns treffen und nichts machen. Nichts außer Schweigen. Und das finde ich spannend. Sie nicht? Doch, doch. Ich dachte nur... Mit einem fremden Mann einen ganzen Abend lang zusammen sein und nichts mit ihm machen. Das finde ich äußerst aufregend. Wir werden kein Wort miteinander reden. Wir werden nicht zusammen essen, nicht ins Kino,
nicht dem See entlang spazieren gehen. Wir werden nicht flirten miteinander und uns nicht beiläufig berühren. Wir werden uns keine Geschichten erzählen, keine Fotos zeigen, nicht über Musik und nicht über Bücher sprechen. Wir werden nichts, absolut nichts tun. Sie werden zu mir nach Hause kommen und wir werden nebeneinander auf der Couch sitzen und schweigen. Vielleicht werden wir uns 2-3 Mal zulächeln. Sonst wird nichts geschehen. Schön. Es wird uns erregen. Ganzheitlich. Ja. Wann wollen wir uns treffen? Moment. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Finden Sie, wir sollten uns wirklich treffen heute Abend? Oder meinen Sie, wir sollten nur daran denken, oder anders gesagt, uns nur vorstellen, als ob wir uns treffen würden, ohne uns wirklich zu treffen? Wir wollen uns treffen, konkret. Wann haben Sie Zeit? Um 8:30. Vorher geht's unmöglich. Oh, um 8:30 kann ich nicht. Ich könnte um 9:45. Vorher nicht? Unmöglich. Aber von 9:45 bis um 11 könnte ich gut. Das wären 5 Viertelstunden. Ziemlich kurz, nicht? Naja. Außerdem sehe ich gerade, dass ich um... Oh, Moment, ich könnte doch versuchen, den Termin, den ich von 9 bis 9:45 habe, zu verschieben. Aber um 9:30 habe ich doch wieder was. Ach so. Ja, sagen Sie diesen Termin doch einfach ab. Unmöglich. Sollen wir uns morgen treffen? Unmöglich. Übermorgen wär's möglich. Da könnte ich erst ab 9:45. Bis 11. 5 Viertelstunden sind einfach zu kurz. Ja, sicher, aber... Verschieben Sie doch den Termin, den Sie um 11 hätten. Tja, unmöglich. Können Sie Ihre Sache von morgen Abend nicht absagen? Unmöglich. Ich hätte morgen Abend von 8:15 bis um 10:10 nichts. Ich sagte doch, unmöglich. Shit. Morgen könnte ich mich höchstens eine halbe Stunde freimachen. Von 8:50 bis 9:20 Das bringt nichts. Wir könnten uns zweimal treffen. Morgen von 10:00 bis 9:20. Und übermorgen... Tja, also seien Sie mir nicht böse, aber ich will Sie nicht zweimal treffen. Wieso? Hören Sie, wir treffen uns übermorgen von 9:45 bis 11. 5 Viertelstunden sind besser als nichts. Einverstanden? Einverstanden. Zeitdruck ist manchmal ganz gut. Man wird konkreter. Genau. Ich finde es übrigens richtig von Ihnen, dass Sie mich nicht zweimal treffen wollen. Freut mich, dass Sie es auch so sehen. Das zweite Mal werden wir uns nur fiktiv treffen. Einverstanden? Einverstanden. Wissen Sie, all die Leute, die glauben, eine fiktive Begegnung sei langweilig, täuschen sich. Und warum? Weil sie glauben, die Wirklichkeit erfülle ihre Träume. Aber die Wirklichkeit greift Ihre Träume nur an und verwandelt sie in Albträume. Und warum? Weil sie nicht verstehen, dass es bei einer wirklichen Begegnung nur eine einzige Möglichkeit gibt, den Albtraum zu verhindern. Nichts tun und schweigen. Genau, das verstehen sie nicht. Weil sie beziehungsgestört sind. Genau. Also, bis übermorgen um 9:45. Ich freue mich. Ich mich auch. Oh, hier mein Kärtchen. Danke. Und vielen Dank für Ihre Zusage. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis übermorgen. Ja, danke. Bitte. Nichts zu danken. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Pilgergasse? Pilgergasse? Kenne ich nicht. Beim Tellplatz. Ach so. Sie fahren mit der 2 bis zum Bahnhof und steigen in die 4 oder 5 um. Danke. Die beiden Linien trennen sich erst nach der Haltestelle Brausebad. Da habe ich ja wieder mal Glück gehabt. Wieso? Ja, weil ich 2 Linien zur Verfügung habe. Also ist gemäß Wahrscheinlichkeitsrechnung die Chance, dass ich nicht lange warten muss, um 50% größer. Das stimmt. Theoretisch. Ja, und das heißt, ich habe allen Grund, mich zu freuen. Finden Sie nicht? Und wer sagt Ihnen, dass Sie nicht unter die Straßenbahn stürzen und überfahren werden? Nun ja, Sie reden, als ob Sie den Umstieg schon bewältigt hätten, junger Mann. Das ist Zukunftsmusik. Natürlich, aber... Oder glauben Sie etwa, Sie hätten das Glück gepachtet? Nein, nein. Da habe ich Glück gehabt, sagten Sie, als ob alles schon geklappt hätte. Sie hätten sagen müssen, finden Sie nicht, dass gemäß Wahrscheinlichkeitsrechnung die Voraussetzungen gegeben sind, dass ich eventuell Glück haben werde und nicht lange warten muss. Das hätten Sie sagen sollen. Ja, entschuldigen Sie. Eine Frage, wenn Sie erlauben. Bitte? Sind Sie in Eile? Nein, Da haben wir es. Da fängt der Irrtum ja schon an. ich verstehe nicht. Sie hoffen, nicht lange auf die Straßenbahn warten zu müssen, obschon Sie ja Zeit haben.
Wo ist hier die Logik? Und dann reden Sie sich ein Glückspilz zu sein. Sie sind das Gegenteil, ein Pechvogel, der sich ständig irrt. Ja, das mit der Zeit, das habe ich nur so gesagt. Entschuldigen Sie. Nur so gesagt. Genau wie mein verstorbener Mann. Der redete auch so. Und entschuldigte sich auch 100-mal am Tag. Weil er sich ständig irrte, der Pechvogel. Weil er das Glück des Himmels beanspruchen wollte, statt seinen Kopf anzustrengen. Nur ein einziges Mal hatte er Glück. Dank mir. Soll ich es Ihnen erzählen? Wenn Sie wollen. Wir hatten uns gerade kennengelernt und gingen auf eine Wanderung ins Maderanertal. Oh, schön. Auf einem steilen, schmalen Weg blieb er plötzlich stehen und sagte, du hast wunderschöne Schultern. Dann schrieb er etwas auf einen Zettel, rollte ihn zusammen und steckte ihn mir ins Haar. Er gab mir eine Münze und sagte, wirf. Ich warf. Es war Kopf. Was soll das, fragte ich. Nimm den Zettel, sagte er. Ich nahm den Zettel aus dem Haar, öffnete ihn und las, Kopf, wir heiraten, Zahl, wir trennen uns. Und oben in der Hütte feierten wir unsere Verlobung. Ah, schön. Er warf sein ganzes Leben lang Münzen, wissen Sie. Kaum war er aufgewacht, warf er schon. Jeden Morgen. Zahl, es gibt einen guten Tag, sagte er vor sich hin und prallte schon gegen die Tür oder stolperte über ein paar Schuhe und brach sich den Arm. Wenn er nicht wusste, welches Hemd er anziehen sollte, warf er die Münze. Immer warf er die Münze, bei jedem Problem. Verstehe. Ein paar Mal sogar, als wir ein Kind machen wollten. Wir haben uns immer ein Kind gewünscht, wissen Sie. Aber es schlug nie ein. Kopf, heute klappt's, rief er. Aber es konnte nicht klappen. Er war zeugungsunfähig, wie sich später herausstellte. Verstehe. Eine Münze muss man immer bei sich haben, sagte er. Für den Notfall, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ja. Ja. Schöne Philosophie. Ja, nur fiel sie ihm meistens auf die falsche Seite, die Münze. Vor 3 Jahren ist er gestorben. Oh. Aber wir hatten es gut. Männer, die häufig scheitern, brauchen eine starke, treue Frau. Und das war ich ihm. Und wenn ich mal traurig war, sagte er, du hast schöne Schultern. Haben Sie schon eine Frau, junger Mann? Nein. Sie sehen doch gut aus, sind eine sympathische Erscheinung. Ja. Finden Sie? Natürlich. Leiden Sie darunter, dass Sie keine Frau haben? Leiden? Nein. Sind Sie andersrum? Nein. Also mögen Sie Frauen? Raus mit der Sprache. Ja, sehr. Das wäre ja nun schon der zweite Irrtum. Bitte? Zuerst meinten Sie, Zeit zu verlieren, obschon Sie keine Zeit zu verlieren haben. Und nun glauben Sie, nicht darunter leiden zu müssen, weil Sie keine Frau haben, obschon Sie hoffen, dass Ihnen das Liebesglück zufällt. Ein bisschen Fehltäuschung in kurzer Zeit, finden Sie nicht? Knapp 2 Minuten warten wir nun hier auf die Straßenbahn. Und Sie haben sich schon 2-mal geirrt. Werfen Sie auch Münzen? Nein. Fangen Sie bloß nicht damit an. Seien Sie vorsichtig, Sie Träumer. Sie sind der Typ, der in den falschen Zug einsteigt und dort die falsche Frau kennenlernt. So, meine Straßenbahn. Endlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und alles Gute. Ja, und alles Gute. Shit! Der hat doch gesehen, dass ich zur Haltestelle rannte. Idiot. Oh, Karte ist schon voll. Münzen habe ich natürlich auch keine mehr. Der Tag fängt ja gut an. Sagen Sie, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht Kleingeld für eine 10er-Note? Moment. Ja, das geht. Sogar genau. Hier. Oh, vielen Dank. Entschuldigung. Pardon. Hier, bitte. Kopf. Danke. Was sagten Sie? Die Münze, die runterfiel, es war Kopf. Ach so. Verstehe nicht, wieso der nicht warten konnte. Der hat mich doch gesehen. Ja, aber Sie kamen doch erst um die Ecke, als er schon hinausflog. Shit. Dann nehme ich halt den 3er und steige in den 15er um. Zu spät komme ich so oder so. Ich stand einmal 1 Stunde zu früh auf, dachte aber, ich sei zu spät. Ich hatte einen wichtigen Termin, wissen Sie. Also rannte ich wie ein Verrückter zum Bahnhof. Aber dort waren gar keine Menschen und auch kein Zug. Und dann setzte ich mich in den Wartesaal. Und auf der Bank lag ein Buch eines russischen Schriftstellers. Ich nahm es und las darin. Und? Was und? Na, wie geht die Geschichte weiter? Das war sie schon. Ah. Und warum erzählen Sie mir das? Ich weiß nicht. Lesen Sie keine Russen?
Oh, da kommt er ja endlich, der Dreier. Warten Sie. Meinen Sie mich? Ja, ich muss Ihnen etwas sagen. Aber meine Straßenbahn fährt gleich. Es ist wichtig. Ich komme zu spät zur Arbeit. Es kommt ja sofort wieder ein Dreier. Ich habe den Einer schon verpasst, wenn ich den auch noch verpasse. Warten Sie. Es ist ganz dringend. Was denn? Was ich Ihnen sagen muss. Und ich muss ganz dringend ins Büro. Das heißt wohl, dass es sich um einen wichtigen Termin handelt? Das heißt es wohl. Adieu. Nein, warten Sie. Was ist das für ein Termin? Was geht Sie das an? Bitte sagen Sie es mir. Ich protokolliere eine Sitzung. Sind Sie nun zufrieden? Ich finde es schön von Ihnen, dass Sie auf mich eingegangen sind. Wie bitte? Ihre Straßenbahn ist soeben weggefahren. Oh, shit. Warum haben Sie mich aufgehalten? Verdammt nochmal. Entschuldigen Sie. Es würde mir leid tun, wenn Sie im Büro nun Schwierigkeiten bekommen sollten. Zuerst mich aufhalten und dann schleimen. Das lieben wir. Falls Sie wegen der Verspätung Schwierigkeiten bekommen sollten, wären Sie nämlich besser nicht auf mich eingegangen. Ich bin nicht auf Sie eingegangen. Doch. Ich sagte, ich hätte Ihnen dringend etwas zu sagen. Sie blieben stehen, obwohl Sie in Eile waren und ließen die Straßenbahn wegfahren. Das heißt, Sie irrten sich. Sie gingen auf mich ein, obschon Sie es nicht wollten. Blödes Gerede, Idiot. Entschuldigen Sie, es war wichtig, Was? Sie aufzuhalten. Damit ich die Sitzung verpasse. Nein. Damit ich Ihnen sagen kann... Wie nett Sie es finden, dass ich auf Sie eingegangen bin. Wahnsinnig witzig. Sie verstehen mich falsch. Es kann ja was werden, wenn der Tag so weitergeht. Ich nehme ein Taxi. Nein, warten Sie. Ich habe schon genug gewartet. Ich werde es Ihnen sagen, wirklich. Was? Dass Sie nicht mehr ans Christkind glauben? Nein, dass Sie schöne Schultern haben. Das wollten Sie mir sagen? Ja. Und ob ich Sie kurz berühren dürfte. Meine Schultern. Ja, Sind Sie übergeschnappt? nur kurz. Oder ich meine, ich möchte Ihre Schultern nur kurz berühren. Nur kurz? Ja. Aha. Und was soll das werden? Was soll das werden? Na, was bezwecken Sie mit diesem Game? Nichts. Das heißt, Sie haben mich für nichts aufgehalten, Nicht für nichts wegen Ihrer Schultern. die Sie gerne berühren möchten. Ja. So. Und morgen wird geheiratet, oder was? Nein. Haben Sie das schon lange? Was? Diesen Tick? Das ist kein Tick. Dann ist es eine Masche. Nein. Sie irren sich. Ich bin nicht so einer. Ich wollte Ihnen nur sagen. Dass ich schöne Schultern habe und dass Sie sie kurz Ja. und zweckfrei Ja. betatschen möchten. Berühren. Oh, Entschuldigung, berühren. Ja. Okay. Was, okay? Welche darf es denn sein, die linke oder die rechte? Heißt das, ich darf? Das heißt es wohl. Danke Ihnen. Und bedanken können Sie sich nachher. Also, die linke oder die rechte? Ja, aber ich weiß nicht recht. Nehmen Sie die linke. Ja, Ihre Linke. Da muss ich nur schnell auf die andere Seite wechseln. So. Dann darf ich jetzt? Ja. So. Die ist angenehm warm, Ihre Schulter. So. Und meine Hand, geht das so? Einigermaßen. 1, 2, 3. Warum zählen Sie? Ach, nur so. Ihre Hand zittert. Atmen Sie gut durch. Ja. Schon etwas besser. Ja. 4, 5. Sie zählen ja schon wieder. Ja, wirklich. Sie brauchen nicht zu zählen. Ich sage Ihnen, wenn es genug ist. Ja, danke. Sonst fällt uns kein Text ein. Jetzt blühen schon wieder die Tulpen in den Gärten. Die Magnolien treiben auch schon. Ja. Bald gehen sie auf, die Magnolienblüten. Ja. Ich mag ihren orangenartigen Duft und das strahlende Weiß. Den mag ich auch, den Duft und das strahlende Weiß. Meine Lieblingsblume ist der Frauenschuh. Ach, den mag ich auch, den Frauenschuh. Ihre Hand zittert wieder etwas stärker. Atmen Sie durch. Ist es noch zu ertragen? Knapp. Ihre Schulter fühlt sich sehr wohltuend an. Da haben wir ja Glück gehabt. Ja. Aber der blüht erst im Juni. Wer? Der Frauenschuh. Ach so. Und wenn das Wetter gut ist, dann kann er auch schon im Mai blühen. Ja. Glauben Sie, dass es einen schönen Sommer geben wird? Das weiß man nie. Nicht mal den Murtertaler Wetterfrischen ist zu trauen. Ja. Jetzt ist Ihre Hand wieder viel ruhiger. Ah ja. Die irren sich eigentlich immer, die Murtertaler. Aber es könnte sein, dass Sie sich mal nicht irren. Ja, das könnte sein.
Das Wetter ist wie das Leben. Es macht, was es will. Das haben Sie schön gesagt. Ja, finden Sie. Ja. Wenn man denkt, man hat das Leben fest in der Hand, irrt man sich meistens. Ja. Etwas anderes ist es, eine Schulter in der Hand zu haben. Ja. Denken Sie, dass Ihre Hand nun genügend Zeit auf meiner Schulter verbracht hat? Ja, ich denke, es ist ausreichend. Ich denke, dass es mehr als ausreichend ist. Ja, dann werde ich meine Hand nun wegnehmen, Ja. sobald ich es Ihnen erzählt habe. Was? Eine Geschichte. Ja, ich sollte jetzt gehen. Ich las sie in diesem russischen Buch. Als Sie zu früh am Bahnhof waren? Ja, Erzählen Sie. also, ein Mann, hübsche Erscheinung, sympathisch, aber ein Pechvogel. Er kommt zu einer Frau. Er gibt der Frau seine Hand und die Frau ist augenblicklich kahl. Karl. Wie die nackte Hand. Und später, da geht er zu einer anderen Frau. Sie hat ihn zu sich nach Hause eingeladen. Der Mann kommt, küsst die Frau auf die Wange und zack, verliert sie alle Haare. Das ist schrecklich. Und weil der Mann von den Frauen, obwohl er ein Pechvogel war, sehr geschätzt wurde, waren mit der Zeit fast alle schönen Frauen in der Stadt kahl. Wahnsinn. Ihre Schulter zittert. Atmen Sie durch. Entschuldigen Sie. Der Mann eröffnete ein Perückengeschäft und wurde sehr reich. Sie sagten, er sei ein Pechvogel gewesen. Ja, er verliebte sich in seine beste Verkäuferin. Sie hatte die schönsten Haare in der ganzen Stadt und gewann manchen Schönheitswettbewerb. Und eines Tages sagte er ihr nach Ladenschluss, Sie haben schöne Schultern. Und er küsste sie. Auf die Schultern? Ja, die Verkäuferin war augenblicklich kahl. Sie stürzte in eine tiefe Depression und steckte sogleich das Perückengeschäft in Brand. Und zusammen mit dem Pechvogel verbrannte sie darin. Entsetzlich. So, dann will ich jetzt Ihren Vorschlag akzeptieren und meine Hand wegnehmen. Ja, bitte. So, danke. Nichts zu danken. Mir fällt gerade auf, Sie haben auch sehr schöne Haare. Danke. Sie duften wie Magnolienblüten. Passen Sie gut auf Sie auf. Ich habe ein gutes Shampoo. Oh, meine Straßenbahn. Adieu. Warten Sie. Was geht denn jetzt noch ab? Seien Sie vorsichtig. Sie irren sich häufig. Sie sind genau der Typ Frau, die in den falschen Zug einsteigt und dort den falschen Mann kennenlernt. Der mich auf die Schultern küsst? Oder eine Münze wirft und Sie augenblicklich heiraten will. Und wenn Sie nicht wollen... Dann schmeißt er mich aus dem Zug oder erwürgt mich. Wie heißt dieses russische Buch? Ich hab's bei mir. Moment. Hier. Ich schenke es Ihnen. Oh, danke. Nichts zu danken. Es war ein gutes Erlebnis, nicht? Ja. Adieu. 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 Nichts ist nicht nichts. Nichts ist nichts. Oder anders ausgedrückt, nichts ist etwas. Aha. Nichts ist so spannend wie das Nichts. Nichts ist so spannend wie du. Vorwürfe. Nichts als Vorwürfe. Keine gute Stimmung. Den ganzen Abend sitzen wir da. Wir zappen uns durch die TV-Kanäle. Du säufst einen Whisky nach dem anderen. Plötzlich stellst du die Glotze ab, beginnst zu reden und erzählst ununterbrochen denselben Schrott. Nichts ist nicht nichts. Geh unter die Dusche. Und du? Feilst und lackierst seit Stunden an deinen Nägeln herum und entscheidest dich immer wieder für eine andere Farbe. Willst du einen Drink? Ein Alkoholiker genügt. Saufen und nichts erzählen. Das Umgekehrte wäre mir lieber. Ich sag's ja, Vorwürfe, nur Vorwürfe. Weil du nichts erzählst. Doch. Was? Nichts. Aha. Das ist immerhin etwas. Allerdings. Nichts ist nicht das Schweigen, nichts ist nicht die Leere, nichts ist nichts. Begreif doch das endlich. Dein vom Schnaps zerstörtes Gehirn glaubt wohl tatsächlich, dass du etwas sagst. Ja, weil ich etwas erzähle. Was? Nichts?
Ich bin dir dankbar, dass du endlich begreifst und den Abnützungskampf beenden willst. Da gibt es gar nichts zu begreifen. Weil es dir an Logik fehlt. Höchstens, dass du einen Sprung in der Schüssel hast. Also zum letzten Mal. Nichts ist etwas. Das heißt, nichts ist eine Größe. Also ist nichts nicht nichts, okay? Um 8:30 haben wir uns in den Äther eingeschlauft und durch die Programme gezappt, bis wir den öden TV-Brei wieder mal über hatten. Ich dachte schon, wieder mal einen Abend verzappt. Da stellst du plötzlich ab und sagst, Scheiß Zapperei, Scheiß Geflimmer, es muss etwas passieren. Ich erzähl dir jetzt was, eine Geschichte. Ich dachte schon, ich höre nicht recht, ich spinne, der kann ja tatsächlich noch reden. Endlich erzählt er was. Vielleicht kommt ja sogar wieder ein gewisser Groove in sein abgehangenes Leben rein, in diesen Zeitbrei, in dem er sitzt. Endlich wieder mal eine Story, dachte ich. Und was kommt raus? Nichts. Richtig. Was? Ich sagte richtig. Bis jetzt hast du das Gegenteil behauptet. Was? Dass du mir etwas erzählst. Richtig. Und nun sagst du, dass du nichts erzählst. Richtig. Ich halte das nicht mehr aus. Schlauf dich wieder in den Äther ein. Ich begreife nicht, dass du nicht verstehst, wenn ich nichts sage. Ich gehe in die Stadt. Ich sage dauernd etwas. Ich weiß, nichts. Ja. Und wenn ich von dem Schwachsinn, den du erzählst, nichts verstehe, weil dein Schwachsinn noch weniger als ein Schwachsinn ist, dann bin ja wohl ich schwachsinnig. So ist es. Du bist eine Zumutung. Keine gute Stimmung. Wo ist die Fernbedienung? Wie kannst du eigentlich sagen, dass du mit mir nicht mehr reden willst, wenn du vorher zugabst, dass du mit mir gar nicht geredet hast? Wie? Wenn du sagst, dass du mit mir nicht mehr reden willst, dann heißt das doch deutsch und deutlich, dass du vorher mit mir geredet hast. Klar. Dass du mir etwas erzählt hast. Klar. Du hast aber auch gesagt, dass du mir nichts erzählt hast, stimmt's? Klar. Wie kann man aufhören zu erzählen, wenn man noch gar nicht angefangen hat? Ich kann jederzeit mit einer Geschichte anfangen oder aufhören. Es kommt aufs selbe heraus. Denn immer wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich keine. Und wenn ich keine erzähle, erzähle ich trotzdem eine. Was für eine Geschichte? Eine Nicht-Geschichte. Sehr witzig. Und wozu das? Wie, wozu das? Wozu erzählst du mir Nicht-Geschichten? Damit etwas passiert. Ach so. Es passiert etwas, aber es passiert gleichzeitig nichts. Ah, das ist ja sehr unterhaltsam. Spannender als Fernsehen. Ja. Ich gehe in die Stadt. Vielleicht erzählt mir jemand etwas Nettes. Wer weiß. Adios. Und viel Glück. Hat einfach keinen Humor, die Süße. Erzähl mir eine Geschichte. Eine schöne romantische Liebesgeschichte. Jetzt, sofort. Schon wieder zurück, Schatz? Mit einem schönen Schluss. Los. Soap Operas kannst du dir im Fernsehen angucken. Von dir will ich eine hören. Wird's bald? Ich hab den Groove nicht für Geschichten. Als wir uns kennenlernten, hast du den Groove gehabt? Das ist lange her. Allerdings. 4 Jahre. Wir haben die Geschichten zusammen weitergesponnen. Vielleicht erinnerst du dich noch ganz entfernt daran? Dafür gibt's jetzt Kurse. Gemeinsam eine eigene Geschichte erfinden, erzählen, erspielen, Wochenendworkshop im Schächental. Dippel, Theaterpädagoge animiert sie. Preis 500 Franken. PS, gutes Schuhwerk mitnehmen. Soll ich dich anmelden? Idiot! Siehst du diese Flasche hier? Momentchen, wo habe ich meine Brille? Die landet auf deiner Schüssel, wenn du nicht endlich zu erzählen anfängst. Ich sag ja keine gute Stimmung. Ich meine es ernst, todernst, hörst du? Aha. Den Dichter mit Gewalt zum Dichten bringen. Ein ganz neuer Ansatz. Ein toller Thrill. Ja. Macht mich ganz scharf. Die geeignete Stimmung für eine schöne Liebesgeschichte. Ja, andere sollte man mit Gewalt vom Dichten abhalten. Bei mir ist das Gegenteil erwünscht. Das turnt mich an. Wunderbar. Also denn, auf ins fröhliche Erzählmakramee. Es ging einmal ein Mann in ein Reisebüro. Er wollte so schnell wie möglich irgendwohin in den Süden fliegen. Die Angestellte des Reisebüros, eine junge, attraktive Frau... Klammer, Minijupe, hochhackig, rote Fingernägel. Soll ich jetzt erzählen oder nicht? Sorry. Sie forderte ihn auf, Platz zu nehmen. Sie machte ihm verschiedene Vorschläge. Ihren ersten Vorschlag nahm er sogleich an. Und das war? Ein hübsches, kleines Hotel auf einer hübschen, ruhigen Insel. Er buchte sogleich für 2 Personen. Abflug am folgenden Montag, Aufenthalt 3 Wochen. Die Angestellte erledigte alles bestens und die Reise war gebucht. Als der Mann und die Frau sich erhoben, sagte er beiläufig zu ihr, »Möchten Sie mitkommen? Ich habe die Reise für Sie gebucht.« Hoppla. Die Angestellte zeigte nicht die geringste Regung im Gesicht. Sie lächelte freundlich, wie schon immer, und sagte, Hier unser Kärtchen mit Telefonnummer und Fax, falls Sie noch ein Anliegen haben sollten. Er darauf? ich halte Ihr Lächeln nicht mehr länger aus. Es sei denn, Sie heiraten mich. Wäre das nicht eine schöne Hochzeitsreise? Sie darauf? Ganz sachlich? Die Unterlagen sind übermorgen da. Wir stellen sie Ihnen per Express zu. Nein, ich hole Sie ab, sagte er.
Wie Sie wünschen, sagte sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ende des Dramas. Ach, du meinst Ende des ersten Aktes. Des Dramas. Erzählen, sag ich, nicht saufen. Oh Gott, ist das hart. Wäre doch schade, deine Hochform nicht auszunützen. Also, zweiter Akt. 2 Tage später kommt der Mann wieder ins Reisebüro. Guten Tag. Guten Tag. Hier Ihre Unterlagen. Es ist alles komplett. Danke. Hier ist das Geld. 3.250 Franken. Sie zählt es und sagt, stimmt genau, vielen Dank. Darauf er, hinausgehend, auf Wiedersehen. Ja, und sie sagt nichts? Doch, sie sagt auch, auf Wiedersehen, damit ist das Drama zu Ende. Das war's schon? Ja. Unsinn. Erzähl weiter. Ach Gott, muss das sein? Ah, Also denn, die Frau hält den Mann auf und ruft, Herr Städeli, ich habe über Ihre Anfrage nachgedacht. Ich komme mit. Und der Mann darauf? freut mich. Hier die Eheringe. Wollen wir sie gleich an die Finger stecken? Nein. Erst im Flugzeug, lächelte sie zurück. Und er? Hier noch eine Brosche und hier Ohrenclips. Und sie darauf, sehr gerührt? Wunderschön. Vielen Dank. Und er, hinausgehend? Wir sehen uns im Flughafen. Ja, bis dann. Ciao. Das war's. Definitiv. Wo sind die Zigaretten? Hier. War ein toller Kreativitätsschub, nicht? Wir sollten Kurse geben. Ja, wie geht's weiter? Das wissen die Götter. Ich will es wissen. Los, erzähl. Was soll das? Ich hab den Drive nicht mehr. Den Kick nicht für Sandkastenspiele. Du schlaffer Sack. Schnapsleiche. Depressiver Melancholiker. Das ist ja widerlich. Du bist ja voll auf negativ heute. Los, erzähl. Sadistin. Ach, ich dachte, das macht dich scharf. Okay. Bringen wir es zum bitteren Ende. Die beiden trafen sich also am Flughafen, bestiegen das Flugzeug, tauschten sich die Eheringe aus, küssten sich und bestellten einen Champagner. Als sie die Flasche ausgetrunken hatten, stürzte das Flugzeug ab. Voilà. Komm, wir gehen schlafen. Alle Passagiere waren tot. Nur unsere beiden Verliebten überlebten den Absturz ohne die geringste Verletzung. Oh Gott. Man sprach von einem Wunder. In aller Welt erschienen die beiden Hübschen auf den Titelblättern. Ein Traumpaar war geboren. Es wurde von einer TV-Station zur anderen weitergereicht und durfte seine Geschichte erzählen. Die Einschaltquoten schnellten in astronomische Höhen, ihre Geschichte wurde verfilmt, der Film gewann den Oscar und so weiter und so fort. Unser Paar lebte glücklich in einer wundervollen Villa und die Liebe, das ist das Erstaunliche bei dieser Geschichte, ließ nicht nach. Das war keine normale Liebe mehr. Nein, eine himmlische, göttliche Liebe war's. Ein Rätsel für alle Psychiater, Sexualwissenschaftler, Berührungstherapeuten, Schwitzbad-Animatoren und Zärtlichkeitstrainer. Ein Wunder. Doch eines Tages passierte etwas Schreckliches. Die beiden konnten ihr göttliches Liebesglück nicht mehr ertragen, weil sie jeden Tag mehr Angst davor hatten, es zu verlieren. Ja, die Liebe kommt, die Liebe geht. Und deshalb tranken sie vergifteten Wein und hoben glücklich ins Nirvana ab. Wie Romeo und Julia. Und damit ist das Drama zu Ende. So war's nicht, leider. Doch, so war's. War's nicht. Den beiden fehlte plötzlich etwas. Das Unglück, der Thrill. Es wurde ihnen langweilig vor lauter Glück. Also spielten sie miteinander. Sado- und Maso-Geschichten. Mord, Vergewaltigung und so weiter. Das brachte sie wieder in Schwung. Zum Beispiel saß der Mann einen ganzen Abend lang da, soff Whisky und sagte nur, nichts ist nicht nichts. Zum Beispiel. Das machte die Frau so scharf, dass sie sich im Spiel vergaß, ihn mit einer Flasche bewusstlos schlug und mit einer Scherbe seine Halsschlagader durchschnitt. Damit nahm die Geschichte ihr abruptes Ende. Keine schöne Geschichte. Doch. Keine gute Stimmung. Findest du? Kein schöner Ich Schluss. habe einen geliefert. Keine gute Nachtgeschichte. Keine schöne Träume. Siehst du diese Flasche da? Momentchen, wo ist denn meine Brille? Darf ich mich setzen? Bitte? Danke. Also schießen Sie los. Bitte?
Fangen Sie an. Womit? Ich hasse Einleitungen. Einleitungen langweilen mich. Kommen Sie zur Sache. Ich verstehe nicht. Sie verstehen sehr gut. Fangen Sie endlich an. Womit? Mit dem, was Sie vorhaben. Was sollte ich denn vorhaben mit Ihnen? Was fragen Sie mich? Ein Schlaflied singen? Es ist Mittag. Eben. Sie wollten sich nur auf diese Bank da setzen. Ich muss Sie enttäuschen, ja. Und? Was und? Lesen. Und weiter? Nichts weiter. Filmriss. Filmriss? Will heißen, dass ich leider nicht durchblicke, was für ein Problem Sie haben. Ich habe kein Problem. Wunderbar. Außer, dass ich wissen will, was Sie hier wollen. Sagte ich das nicht schon? Ja, lesen. Langsam klappt's doch noch, danke. Auf dieser Bank hier. Ja. Neben mir. Oh Gott, auf dieser Bank, auf welcher zufällig Sie schon saßen, als ich Sie fragte, ob ich mich setzen darf, was ich demnächst wohl definitiv bereue. Genügt Ihnen das? Zufällig? Sie finden, ich sitze zufällig auf dieser Bank. Meinetwegen ganz bewusst, was weiß denn ich? Wenn Sie wüssten. Was? Nichts. Dann ist ja gut. Total positiv alles. Nur eine Frage. Oh Gott. Dort drüben ist eine freie Bank. Sie gingen an ihr vorbei. Warum haben Sie sich nicht auf diese Bank dort gesetzt? Stört es Sie, dass ich mich auf diese Bank hier gesetzt habe? Nein, Sie haben mir gesagt, darf ich mich setzen? Und ich sagte bitte. Eben. Eben. Was eben? Finden Sie, dass diese Bank hier schöner gelegen ist als die andere dort drüben? Ja. Das heißt nein. Nein? Nein. Aha. Und trotzdem setzten Sie sich auf diese Bank hier. Ja. Obschon Ihnen die andere Bank besser gefällt? Bitte? Sie setzten sich hierher, obschon Ihnen die andere Bank besser gefällt? Ach so. Ja, Warum? darum. Aha, Saßen Sie schon mal auf der anderen Bank? natürlich. Und haben Sie bemerkt, dass man von dort einen schönen Blick auf den Berg hat? Ja, und auf den See. Wunderschön, nicht? Ja, dafür hat man hier den Seerosenteich. Deshalb finden Sie diese Bank hier schöner. Nein, wo denken Sie hin? Die andere. Die andere Bank dort ist schöner gelegen als diese hier. Seit 2 Jahren setze ich mich immer auf die andere Bank. Seit 2 Jahren? Ja, Erstaunlich. das ist überhaupt nicht erstaunlich. Ich habe mich schon vor Monaten entschieden, dass ich mich am heutigen Tag zum ersten Mal auf diese Bank hier setzen werde. Sehen Sie, ich habe das fest in meine Agenda eingetragen hier. Gründlich. Der Mensch braucht eine Ordnung. Sehr lobenswerte Haltung. Total positiv. Aber eigentlich wollte ich sagen, erstaunlich, dass wir beide noch nie in denselben Film geschnitten wurden. Bitte? Dass wir uns noch nie begegnet sind. Wieso? Weil ich mich auch schon seit Monaten regelmäßig auf die andere Bank setze. Ach so, ja, das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich. Allerdings. Obwohl ich mir Sachen vorstellen kann, die viel erstaunlicher sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn wir uns hier noch nie begegnet wären, dafür aber sagen wir in der Oper in Rio de Janeiro, wo wir eine Vorstellung der Zauberflöte besucht hätten und zufällig nebeneinander gesessen wären. Sie auf dem Sitz mit der Nummer 978 und ich auf jenem mit der Nummer 977. Die Zahl 978 wäre zufällig der erste Teil meiner AHV-Nummer und 977 wäre zufällig der Anfang Ihrer Telefonnummer. Und in der Pause wären wir ins Gespräch gekommen und hätten festgestellt, dass wir beide in der gleichen Stadt und im gleichen Hochhaus wohnten, in der gleichen Firma arbeiteten, in den gleichen Geschäften einkauften und im gleichen Park uns erholten. Und wir wären trotzdem uns noch nie begegnet. Das wäre wenigstens ansatzweise ein bisschen erstaunlich. Dagegen ist unsere Geschichte doch eine Lappalie. Eine ganz normale Sache eigentlich. Finden Sie nicht? Sie sollten Romane schreiben. Auffüllende Love Stories. Finden Sie? Natürlich. Die beiden sind vom Himmel für die große Liebe auserkoren. Hochzeit in Rio oder Die Königin der Nacht hat die 2 Hübschen ins Bett gebracht. Ein Bestseller hätte ich dann. Aber wir redeten von der anderen Bank. Ja, Wozu haben Sie sich heute auf diese Bank hier gesetzt? weil ich mich schon vor Monaten dafür entschieden habe. Das sagten Sie schon. Sie haben sich ja auch nicht auf die Bank gesetzt, auf welche Sie sich normalerweise setzen. Justo. Sie gingen an Ihrer freien Lieblingsbank vorbei und setzten sich auf diese hier, auf welcher ich schon saß. Yes, Sir. Auf die Bank, die Ihnen nicht gefällt. Yes, Sir. Der Grund, weshalb Sie sich hier hinsetzten, kann folglich nur ich sein. Richtig. Ich wollte mit Ihnen ein Gegrüßet seist du Maria beten. Ihre Witze sind ziemlich fade, Madame. Easy, easy, Monsieur.
Ich sagte Ihnen schon mehrmals, dass ich nichts von Ihnen will. Absolut nichts. Ist nicht mein Problem, wenn Sie zufällig hier sitzen und einen paranoiden Schub haben. Ich bin nicht zufällig hier. Schreien Sie mich an. Tut Ihnen keiner was zuleide? Sie sind eine, die sich in das Innenleben eines anderen Menschen stürzen will, um darin herumzuwühlen. Sie wollen sich vollsaugen mit Gedanken und Geschichten, die Sie nicht einmal zu träumen wagen, weil Sie selber nichts zu bieten haben, weil Sie nur ein langweiliges, leeres Loch sind. Hoppala, welch kräftige Sprache der zarte Bube spricht. Dann, wenn Sie mich ausgehöhlt haben. Was dann? Bringen Sie mich um, stimmt's? Erraten, Süßer. Congratulations. Los, bringen Sie mich um. Jetzt sofort auf dieser Bank da, auf der wir unglücklicherweise sitzen. Werden Sie mich erstechen? Erschießen, erwürgen oder im Teich ertränken? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wie hätten Sie es denn gerne? Wie? Erwürgen dauert etwas lang, aber man bleibt sauber dabei. Hingegen ist der Aufwand beim Erstechen wesentlich geringer. Ein satter, schneller Stoß auf die richtige Stelle und splatsch, adios. Bloß, die Sauerei nachher, Igitt. Unangenehm, finden Sie nicht? Ja. Beim Ertränken im Teich würde ich voraussichtlich nass werden und mich eventuell verkühlen. Kann ich mir momentan aber beruflich nicht leisten. Monatsabschluss, wissen Sie, heavy Job. Pistole habe ich leider keine dabei, ein Messer auch nicht. Aber Strümpfe. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich Sie nun erwürgen. Ihre Witze sind, wie soll Nun ich erzählt sagen? hier jemand Witze? Ich sehe nur uns zwei. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ein paar Reservestrümpfe dabei. Ah, wunderbar. Sonst hätte ich noch meine ausziehen müssen. Ungünstig, wo es doch gegen Abend schon recht kühl werden kann. Voilà. Schwarz mit Naht, halterlos. Ist das recht? Klar, nur... Ein schmeichelndes, angenehmes Material, nicht? Ja. Wenn Sie sich vielleicht ein bisschen aufrecht setzen könnten? Natürlich, nur... Danke, sehr nett. Wissen Sie, so kann ich von hinten in bequemer Stellung die Strümpfe zusammenziehen. Ja, aber... Für Sie wird das Ganze auch angenehmer, wenn ich es zügig und locker durchziehen kann. Klar, aber darf ich Sie fragen, ob... Kopf etwas tiefer so, ja? Ob das Ihr Ernst ist, wollte ich fragen. Warum hätte ich mich sonst auf diese Bank hier setzen sollen? Natürlich. Liegen die Strümpfe so gut an Ihrem Hals? Ja, aber der Grund, verstehen Sie... Jeder Mord braucht ein Motiv. So, alles ready. Jetzt brauchen Sie mir nur noch Ihren letzten Wunsch zu sagen und dann können wir. Sie gaben mir noch keine Antwort. Das letzte Wort gehört Ihnen. Also bitte. Reden. Sie sollen reden. Ihr Motiv, ich will's wissen. Was bringt uns das? Reine Neugier, sagen Sie es mir. Sagen Sie mir den Grund, warum Sie sich heute auf diese Bank da gesetzt haben. Es gibt keinen Grund. Für Ihren Tod auch nicht. Als ich um 6:45 aufwachte, war mein erster Gedanke der: Heute bringst du einen Mann um. Und Ihr erster Gedanke war: Heute setze ich mich auf die andere Bank. Unglücklicherweise sind wir uns begegnet. Naja, so spielt das Leben, ein klassisches Verhängnis. Also, nun machen Sie es uns nicht so schwer und äußern Sie Ihren letzten Wunsch. Ziehen Sie zu. Das ist kein Wunsch. Doch. Ihr letzter Wunsch soll etwas mit dem Leben zu tun haben, nicht mit dem Tod. Etwas Positives, Hübsches, Geiles. You understand me? Nein. Ein Wunsch, an dem man sich aufrichten kann. Ziehen Sie. Nicht bevor Sie Ihren letzten Wunsch ausgesprochen haben. Ich habe keinen Wunsch. Keinen Wunsch? Nur den, von Ihnen erwürgt zu werden. Wenigstens Ihre Großmütter dürften Sie grüßen lassen. Meine Großmütter sind beide tot. Oh, kondoliere. Danke. Die eine wurde vor 2 Monaten im Parkhaus erstochen und ausgeraubt. 52 Franken hatte sie dabei. Naja, die Welt verroht. Negativ, total negativ alles. Also, Ihr letzter Wunsch. Ziehen Sie. Schau mich an. Wozu? Schau mich an. Okay. Und? Was und? Einen Wunsch will der Engel hören. Einen Wunsch. Ziehen Sie. So geht das nicht, mein Lieber. Wir kommen nicht vom Fleck. Eben. Sag doch einfach: Du bist schön, Mädchen. Lass dich küssen. Is it so difficult, du schlaffer Heini? Gibt's denn keinen James Bond mehr, Herrgott nochmal? Neuer Humphrey Bogarts braucht das Land. Die sollen ziehen. Hat der Herr keine diesbezüglichen Wünsche? Allmählich wird der Mensch zu einer Kugel und zur Kugel geworden, verliert er alle seine Wünsche. Zitat. Aha. Man ist wunschlos glücklich. Sehr sympathisch. Gib's zu. Was? Der Herr hat doch gleich gehofft, die Dame sei auf Anmachtour, stimmt's? Nein. Da hat aber was Falsches mitgeschnitten, der Herr. Attraktive Lady vergreift sich an sensiblem Softie, ist es so? Sie sollen ziehen. Ich bin keine Romanfigur, verstehen Sie? Wir befinden uns hier leider nicht im Kino und schon gar nicht auf RTL. Die blonde Nymphe vom Stadtpark oder so. Und ich spiele die Hauptrolle. Mann auf Parkbank, Frau dazu, Schnitt.
Vögeln. Frau im Fahrstuhl, Mann dazu, Schnitt. Vögeln. Stöhn, stöhn, Röchel, Röchel, Schnitt. Werbung. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönsten Zähne im Land? Schnitt. TV News. 30.000 bis 50.000 Moslemfrauen von Serben vergewaltigt und geschwängert. Schnitt. Und nun zurück zum fröhlichen Bumsen. Hören Sie. Ich bin eine ganz reale Frau, die sich heute Morgen vorgenommen hat, irgendeinen Mann umzubringen. Ganz real und konkret. Ohne jeden Grund. Zufällig saßen gerade Sie auf dieser Bank da. Sorry for disturbance. Ich bin nicht zufällig auf dieser Bank. Jetzt schreit er mich schon wieder an. Entschuldigung. Haben Sie Ihr SFP noch nicht absolviert? Bitte? Ihr Selbstfindungsprogramm. Workshops. Workshops wozu? Um Ihre Seele durchzuspülen. Ihnen würde ich ein meditatives Berührungsteaching empfehlen. Kombiniert mit einem Edelstein-, Bachblüten- und Gestaltseminar. Stricken für Männer in Tirol haben Sie ja nicht mehr nötig. Und fürs ganz scharfe Erlebnis gehen Sie vielleicht mal über glühende Kohlen und stoßen Urschreie aus. Ein toller Groove, der da in Sie fahren wird. Und wenn Sie Glück haben, fährt Sie nach dem Kurs eine nette, hübsche Kindergärtnerin, die mit ihrer Selbstfindung beschäftigt ist, nach Hause. Vielleicht erzählt sie unterwegs von ihrem Mann, dem langweiligen Fettsack und von den lieben Kinderchen, die sie alle eigenhändig erwürgen könnte. Nutzen Sie die Chance. Bieten Sie der verzweifelten Dame Ihre Hilfe an und greifen Sie ihr als therapeutische Maßnahme am besten gleich mal in die Bluse. Sie wird nichts dagegen haben. Grapsch, grapsch. Tja, das zieht sich ja ein bisschen in die Länge mit uns beiden. Nichts mehr abzuholen hier. Weil Sie nicht ziehen. Okay, bringen wir es hinter uns. Was sagten Sie, war unser letzter Wunsch? Sie sollen mich erwürgen. Richtig. Aber wie gesagt, so kann ich es nicht machen. Warum denn nicht, verdammt nochmal? Soll ich einen Toten ermorden? Das bringt mir nichts. Ziehen Sie endlich. Wenn Sie sich wenigstens ein bisschen wehren würden. Ich bitte Sie dringend, ich flehe Sie an, bringen Sie mich um. Warum denn eigentlich, Herrgott, nochmal? Weil es mein Schicksal ist, weil ich kann es nicht ausdrücken, verstehen Sie, weil das Leben, Oh Gott, schon wieder einer, der den Sinn des Lebens erfasst hat und ihn leider knapp nicht über die Lippen bringt. Hören Sie. Ist wohl besser, wir beenden unsere Story. Setzen Sie sich auf Ihre Lieblingsbank. You need a relaxation. Man ist ein wenig überreizt. Sie sollen mich umbringen. Einen guten alten Macho hätte ich schon längst hingemacht. Aber einen kastrierten Sängerknaben wie Sie schaffe ich einfach nicht. Shit. Okay. Verstaut der gescheiterte Würgeengel sein schickes Mordinstrument wieder an sicherem Ort. So. Voila. Tja, dann schaue ich mal um die Ecke, ob sich da was Besseres findet. Adieu. Cowboy. Warum passiert denn schon wieder nichts? Nur immer dieses Traumgesäusel, immer die gleiche öde Leere. Was hat er denn nun? Der rasende Stillstand, immer diese schnellen Blicke in schöne Augen. Die erfrorenen Wünsche, dieses allmähliche Schrumpfen der Seelen und der Körper. Nichts ist. Keine Begegnung, absolut nichts. Es stört Sie doch nicht, wenn ich Ihrem Klagelied zuhöre und einen Apfel esse? Nichts in uns, nichts zwischen uns, nichts unter uns, nichts über uns, absolut nichts. Nur eine skrupellose Geschwindigkeit gibt's und einen gottverfluchten Stillstand. Wünsch dir was, wenn eine Sternschnuppe fällt, haben wir als Kinder gesagt. Aber es gibt keine Sternschnuppen mehr. Ein gefrorener Wasserfall hängt vom Himmel herab. Das Wünschen ist sinnlos geworden. I wanna be kissed by you. Keine Sternschnuppen mehr, keine Wunder mehr. Keine Wundertäter mehr, nur noch solche, die vergessen haben, wie man ein Wunder vollbringt. Warum passiert nichts? Möchtest du ein bisschen von meinem Apfel? Wie bitte? Komm, beiß hinein ins Vergnügen. Ich will keinen Apfel. Wenn du nicht hineinbeißt, esse ich den Apfel alleine auf. Ich werde Sie nicht daran hindern. Adieu. Und wer schreibt uns dann die Bibel um? Wie? Wenn Eva im Paradies den ganzen Apfel aufgegessen hätte, wäre Adam zusammengebrochen. Die ganze Schöpfung wäre zusammengebrochen. Gott wäre am Himmel erschienen und hätte getobt, verflucht, die ganze Bibel ist futsch. Und der Kosmos wäre zerplatzt. Schwupps. Komm, iss zur Rettung der Bibel. Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem blöden Apfel. Wie heißt du, Süßer? André, Setz dich. ich sollte eigentlich... Du bist ein sympathisches Kerlchen. Eigentlich. Und nicht mal schlecht gebaut. Hast schöne Haare, sinnliche Lippen und einen brauchbaren Thorax. Sowas mag Frau. Sollte nun... Wär's deine Sünde wert, wenn du nur ein bisschen Feuer in deinen Äuglein hättest. Ich muss nun arbeiten gehen. Auf Wiedersehen. Du bleibst jetzt hier. Setz dich. So ist brav. Wir zwei Hübschen bleiben jetzt geduldsmäßig auf dieser netten Bank sitzen und warten, bis wir uns in Kugeln verwandeln. Kugel?
Allmählich wird der Mensch zu einer Kugel. Und zur Kugel geworden, verliert er alle seine Wünsche, war ihr Spruch, Herr Dichter. Ja, das heißt nein. Wir warten, bis sich die Kugeln in Seifenblasen verwandeln. Bis wir abheben, bis wir wunschlos glücklich über den Dächern schweben und schweben und schweben, bis wir platzen. Schwupps, schwupps, sagte Herr Dubs. Und schon waren er und seine Frau 2 Seifenblasen. Ja, ja. Sagen Sie, haben Sie vielleicht ein Messer dabei? Ein Messer? Wozu? Zum Beispiel, um unsere Namen in diese Bank da zu ritzen. André und Eva. Hier. Bitte. Danke. So. Dann wollen wir mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.